Zwei Brüder in den USA, in den Vereinigten Staaten, haben sich ein Sportauto, ein Sportwagen gekauft, um den zu nutzen in der Reise zu uniten. Diese zwei Brüder, die haben viel Geld dafür geholt und wir ganz glücklich mit ihren Sportwagen und freuen sich, ihre Reise zu machen. Und wie viele Menschen würden kicken und sie uniten, sie zwei in diesem Sportwagen und fahren los. Und uniten die Finnen am Jent, uniten ihren Sportwagen, was sie bei einer Ampelstelle fahren. Und neben ihnen kommt ein anderer Sportwagen und checkt nach ihnen, sie checken nach dem. Und dann merkt ihr Teken, dass können vielleicht mal probieren, wenn $8 dazu steht. Okay, sie wählen an damit. Und als die Ampel ab 3 Tagen, dann beten sie, wo sie sich können los. Die andere wählen den Schritt vorab und kommen wo sie fairweg das erste ein. Aber sie können ihn nicht verlieren. Das muss funktionieren. Die älteren Brüder und die jüngeren Brüder hier werden alle, das schafft all. Und sie kommen wo sich nur da bejahen. Bloß, ihr wisst, wir als Schilder sind nicht stärker als 50. Und dann kommt da eins von den Theken, dass da eine gefährliche Kurve wird. Aber sie werden den Mess kriegt nur und den müsst ihr noch überholen. Das jetzt so erscheint, wie wir ihr werden. Und das wollen wir bloß noch überholen und dann ist das alles okay. So, als sie dann Mess kriegt nur wieder, Janem, wenn es der hat neue Leute all, dann wird sie gefährliche Kurve. Und sie hat das nicht ausgerechnet, wo sich die nehmen, wie ob es wurde Schilder gesagt hat oder das nicht so dort ging. Aber sie musste werden, und steht die Kurve zu nehmen, vor sie Glück in den Baum, der da ab dieser Kurve stand. Der jüngste Bruder wird dort, der älteste der lag im Krankenhaus. Als sie irgendwann wacker wird, kommen immer wieder diese Schilder am Sand. Das seht ihr 50. Das seht ihr, dass die gefährliche Kurve wäre hier. Die seht ihr, dass das nicht funktioniert. Aber das ging doch so schön, ich will noch gewinnen. So viele Menschen sind so, die nicht auf die Schilder an der Welt achten, die Bibel, die Predigt und andere Botschaften, was Gott lädt hier, dass du irgendwann nicht verloren hast, dass du da nicht jetzt in diesen Baum zu jagen, sondern die hier weiß und sagen, passt ab. Aber das geht doch noch so schön. Ich will noch ein bisschen mehr kennen für deine, weil ich dem hier gehen über Jahren. Das geht doch so schön, wenn ich das noch wieder das Gefühl blieb. Und der hat mir viel Schlechtes angetan, wenn ich das nicht verzeihen, wenn es das jetzt nicht kompliziert. Ich weiß, dass die Bibel das sagt, aber wenn es auch die Bibel, der hat mir ein Schild hingestellt, der mal verzeihen. Ja, aber ich will nicht. Ich will nur noch ein bisschen wieder mit dem Gefühl vor dich werden. Ich soll gerne sagen, reden mit meinem Partner, aber das geht noch so schön, mit dem Gefühl wieder zu leben. Und das ist mir zu kompliziert, nur zu bremsen und sagen, wacht, nur erst vor dich, nur wo wir die Sache klären. Bist du bereit, auch irgendwann auf eine Bremse zu kleinen, ob es wurde trainiert an den Sportwagen? In der Bibel habe ich eine Geschichte, wo jemand nicht bereit war, eine Zeit zu bremsen, und da sagt es vom Talat, wo das zur Hand geht. Die Geschichte ist bekannt aus von dem reichen Mann in dem armen Lazarus. Die Geschichte habe ich in Lukas Kapitel 16 von 25 wieder. So der euer auch gelöst hat, der sagt, Abraham sagt aber, denkt daran, die Kinder, die haben all viel Geld erlebt in ihrem Leben. In Lazarus, der hat viel Schlechtes empfangen. Und nu ist der getreust und du bist da, wo du leidest. Und in all dem, du hast eine große Kluft zwischen uns und Jünden, dort kann keiner nicht überkommen, ob es wurde überkommen will. Dort kann keiner. Und dann sieht ich bete dich vor der Abraham, schickt doch anderen nicht an meinem Paar sein Haus. Wenn er hat Haus noch 5 Brüder, die sollen dem warnen, dass die nicht auf die Hand kommen an diese Qual, wo ich bin sie. Abraham sagt aber zu denen, sie haben da die Bibel und die können die lesen und können die horchen. Aber er sagt, nee, vor der Abraham, sondern wenn jemand von der Döde wird abstunden und die Hand gehen, dann wurde die Buße dünne. Er sagt ihm dann, wenn sie nicht auf die Bibel horchen dürfen, wollen die auch nicht horchen, wenn einmal von der Döde wird abstunden. Die wollen auch da nicht abpassen. Manche Menschen sagen, wenn es ein Wunder gibt, dann würde ich auf die Bibel horchen, auf diese Tekens horchen, dann hat mir das viel zu schein. Da sehe ich nicht bereit in dem Leben. Was ist in dem Leben, gibt es eins, wo Schilder, was die so sagen, nu soll ich alle Gas geben, nu soll ich langsamer sein, du hast eine gefährliche Situation. Wenn du so wieder bist, eine Familie, wo deine Ehe kaputt kann, wenn du so wieder jetzt, wo deine Finanzen kaputt kann, wenn du so wieder jetzt, wo dein Geist kaputt kann, da hast du darauf gehorcht und sagst, okay, wir bremsen auf, er hat ein Spiel verloren, aber er hat die Ewigkeit gewonnen. Der Baum ist sehr hart auf der Kurve
und da muss wir abpassen. Und dein Leben wird Gott Schilder abstellen. Wenn du der Harsche wirst, wirst du darauf Harsche kennen und du wirst dein Leben gewinnen und dass es nicht brauchst, ist das Reklamon, dass du verloren wird, sondern es lässt dass du irgendwann auf die goldene Gasse kannst wiederfahren, wenn du die Schilder in dein geistliches Leben beachtet hast.